Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, Champions League, erster Spieltag, Inter Mailand gegen uns in San Siro. Ich denke, verdienter 2:0 Erfolg. Denke, da gibt es nichts zu diskutieren. Erste Halbzeit ein wirklich gutes Spiel von unserer Seite, wie ich fand. Auch wenn da wieder so die letzte Genauigkeit so im letzten Drittel gefehlt hat, wie wir es schon in Berlin auch hatten. Zweite Halbzeit ein ganz, ganz komisches Spiel von unserer Seite. Ich meine, klar, Inter war dann gerade so die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit auf jeden Fall auch ein bisschen besser im Spiel. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, wir haben so schon mal 2 Gänge rausgenommen wegen der Sicherheit. Haben dann zum Glück das Tor gemacht, was super stark herausgespielt war von Sané und Coman. Wäre es kein Eigentor gewesen, wäre da noch Mané gewesen. Ich denke mal, der hätte das wohl auch geschafft, den Ball reinzuschießen. Das war wirklich schön herausgespielt und danach war das Spiel dann eigentlich ja noch komischer. Eigentlich war es gelaufen. Wir haben dann irgendwie versucht, den Ball in der eigenen Hälfte zu halten und immer nur hinten rum zu eiern. Und das war alles mehr schlecht als recht. Also wir haben keine Ahnung, da waren teilweise Dinger bei, weiß ich nicht. Ja, und dabei war es egal, wer da war. Ob das jetzt ein Delicht war, ob das noch ein Hernandez war da in der 80. oder was das war, ob das ein Upa war, der dann noch reinkam. Also da hat sich jeder irgendwie so ein Ding, der Neuer, weiß ich nicht, kann man drauf verzichten, ja. Ich meine, wir konnten das noch nie, dass wir aufhören, nach vorne zu spielen, ja. Ich denke, das hat man heute auch wieder gesehen, dass wir das nicht können. Ich weiß nicht, warum man das immer versucht. Und sage ich euch ganz ehrlich, habe ich kein Verständnis für, weil man hat ganz klar gesehen, so die Hälfte der Leute wollte noch gerne, so Musiala oder ein Sané wollte auch die ganze Zeit gerne die Bälle haben. So Müller und so, die haben den Ball immer gleich wieder nach hinten. Ja, ist vielleicht die schlauere Herangehensweise, wenn man alle 3 Tage spielt, um irgendwie Kräfte zu schonen. Auf der anderen Seite war das jetzt auch nicht ein Spiel, wo wir 90 Minuten hoch und runter marschiert sind. Ja, das war schon so ein italienischer Fußballspiel. Ja, die spielen keinen schnellen Fußball. Also, das war jetzt nicht so kräfteraubend. Weiß ich nicht, warum man dann diesen Modus gewählt hat. Ich denke mal, wir konnten das noch nie. Ja. Das konnten wir unter Guardiola nicht, das konnten wir eigentlich unter keinem Trainer. Also dieses in der eigenen Hälfte den Ball hin und her schieben und dann den Gegner ja dann immer weiter anlaufen lassen und weiß ich nicht. Haben wir auch gar nicht die Mannschaft für, wenn man ehrlich ist, ja. Und schon gar nicht, wenn man dann den Sabitzer rausnimmt, so der für die defensive Stabilität da war. So viele Löcher, wie der heute teilweise zugelaufen ist und sowas. Habe ich gar nicht verstanden, den Wechsel. Und ich denke mal, das größte Lob für den Sabitzer ist, ja, dass danach halt Chaos war bei uns. Ja, danach war Chaos, obwohl Inter noch nicht mal irgendwie stark war oder mega den Druck ausgeübt hat oder sowas. Trotzdem war Chaos da bei uns in der Abwehr. Dadurch sind jetzt nicht super viele Chancen entstanden, zum Glück, ja. Aber das darfst du dir zum Beispiel gegen Barca und Lewandowski definitiv nicht erlauben. Ne? Also weiß ich nicht. Das hätte man. Wir haben ja danach auch dann noch 2, 3 Mal den Weg nach vorne gefunden irgendwie oder nochmal Lust gehabt. Da hat man ja auch gesehen, dass das unser Spiel ist, ja. Und ich weiß auch nicht, ob man das schon beim 2:0 machen muss, auswärts. Ja, man hat gesehen, so wo Inter mal so eine kleine Drangphase hatte. Da waren auch sofort die Zuschauer da. Und wenn die ein Tor gemacht hätten, dann wäre volles Chaos gewesen, ja. Klar, das war jetzt nicht abzusehen, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ob man bei 2:0 schon so ein Rumgepimmel spielen muss. Wenn man die Mannschaft dafür hat und das kann und so weiter, alles gut. Können wir halt nicht. Denke mal, das hat man heute ganz klar gesehen. Also würde ich da, weiß ich nicht, kann man drauf verzichten, denke ich. Aber gut, ich weiß ja auch nicht, wie da die internen Ansagen sind oder sonst was. Ist einfach nur das, was ich beobachtet habe. Am Ende des Tages haben wir 2:0 gewonnen. Der Erfolg gibt allen Beteiligten recht. Aber nichtsdestotrotz sind das so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Erste Halbzeit, wie gesagt, haben wir ein super Spiel gemacht, meines Erachtens nach, waren sofort präsent. Haben Inter auch gar nicht ins Spiel kommen lassen. Inter hat Wenden entweder hinten rum in ihrer Fünferkette sich den Ball hin und her geschoben.
Und wenn sie nach vorne gekommen sind, haben sie einen langen Ball auf Dzeko geschlagen. Wobei der Dzeko das 2, 3 Mal ganz gut gemacht hat. Das war alles, was Inter gezeigt hat in der ersten Halbzeit, ja. Ja, aber auch lag natürlich auch daran, dass wir super präsent waren, ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Ich denke, ansonsten ist es ein schwieriges Auswärtsspiel, auch wenn Inter gerade irgendwie so eine kleine Krise hat. Aber in Mailand muss halt auch erstmal gewinnen und das haben wir souverän gemacht, zu 0. Mit ein bisschen Glück, wenn man ehrlich ist. Ja, sagen wir schmeißen mal einen Blick auf die Statistiken. Jetzt hier nicht wieder eine Dreiviertelstunde quatschen, war. Ist ja auch schon ziemlich spät. Gut, da bin ich gespannt. Sollte ziemlich ausgeglichen sein. Was ein bisschen täuschen dürfte. Ja, Ballbesitz 44:55, sage ich ja. Also, erste Halbzeit, den Ballbesitz, den Inter hatte, war in der eigenen Fünferkette, in der eigenen Hälfte. Zweite Halbzeit definitiv 20, 25 Minuten nach der Pause war Inter klar spielbestimmt. Wenn auch nicht gefährlich werdend. Gefährlich werdend war es eigentlich erst, wo ein Sabitzer ausgewechselt war. Ja, da haben wir die komplette defensive Stabilität irgendwie verloren. Ja, und haben dann da halt versucht, da hinten dasselbe zu spielen, was Inter spielt. Das können wir halt einfach nicht. Wir können hinten den Ball ordentlich rausspielen, gar keine Frage. Aber wir können halt einfach nicht den Ballbesitz in der eigenen Hälfte da stundenlang hin und her schieben. Das können wir einfach nicht. Abseitsstellung 4-1, Fouls 9-11, Zweikämpfe, sieht man, ausgeglichen. Wobei man da sagen muss, erste Halbzeit waren wir gefühlt 2/3 der Zweikämpfe gewonnen. Ne? Da waren wir mega präsent. Zweite Halbzeit, wie gesagt, gerade so die 25 Minuten nach der Pause war Inter ganz klar da, ganz weit vorne, auch was die Zweikämpfe anbelangt. So ehrlich muss man sein. Schüsse aufs Tor 2-11. Ja, von den 11 Schüssen, die von uns aufs Tor gingen, waren mindestens 9 irgendwelche Kullerrückgaben. Allein Kimmich 4-mal da direkt zentral, Müllert's direkt zentral. Schwierig. Also wirklich gute Schüsse aufs Tor waren 2, 3. Das war es aber auch bei uns. Also die Statistik täuscht schon enorm. Schüsse insgesamt 9-11, Ecken 5-3. Sieht man aber daran schon, dass wir wenig Ecken haben. Angekommene Pässe 400:547. Flanken 8-9. Ja, wie man sieht, so die Werte sind ziemlich ausgeglichen. Klar, Schüsse aus, Torschüsse insgesamt, ganz klar für unsere Seite. Wir waren auch das dominantere Team, gar keine Frage. Schüsse insgesamt, Kimmich 4, ja, die waren alle 4 Schrott. Müller 3, da war einer gut. Davis einer, ja, der war recht gefährlich, der war okay. Torschussvorlagen, Kimmich eine, gewonnene Zweikämpfe, Hernandez 8, Sabitzer 7 und De Ligt 5. Ballkontakte 109 Pavard, 107 Kimmich, 93 Hernandez. So viel einfach mal zu den Statistiken. Für uns auf jeden Fall ein super Auftakt. Ja, wie gesagt, ich finde es, eigentlich darf man sich nicht beschweren, ja. Wir haben 2:0 gewonnen, alles gut, aber nichtsdestotrotz fand ich die zweite Halbzeit sehr, sehr dubios und irgendwie weiß ich nicht, ob man da so die Gänge rausschrauben muss, wie wir es getan haben. Auch die Wechsel fand ich sehr spät irgendwie. Und dass man den Sabitzer ausgewechselt hat, fand ich völlig hirnrissig, sage ich euch ganz ehrlich. Der Sabitzer war für mich der beste Mann auf dem Platz. Ja, was der an zweiten Bällen geholt hat, wie er immer wieder unterstützt hat. Man hat auch super gesehen, wie er jedes Mal ausgeholfen hat und nach hinten hin die Lücken zugemacht hat. Ja, und ich denke, das hat man dann auch gesehen, wo er draußen war. Ne? Dann war der Kimmich der einzig Defensive. Goretzka war komplett Ausfall gefühlt. Ja, er war aber auf dem Platz. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann nimm doch einen Kimmich raus. Ja, ist doch alles gut. Der Sabitzer war doch der defensive Stabilisator. Dann nimm Kimmich raus und stellen Goretzka daneben. Ist doch gar kein Problem. Wenn der ein bisschen Spielzeit kriegen soll, das verstehe ich ja schon. Aber das war jetzt nicht so, dass der Kimmich so der überragende Mann war. Na klar hat er wieder gute Bälle offensiv gespielt und sowas. Ja, aber die Löcher hat mehr der Sabitzer gestopft. Aber der Kimmich ist 2/3 nur hinterhergelaufen, muss man mal fairerweise so sagen. Meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ihr könnt da gerne eine andere Meinung zu haben. Haut es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt gehen wir mal die Spieler durch. Neuer,
Ja, Neuer hat jetzt nicht wirklich was zu tun gehabt. Wir haben es gerade noch gesehen, 2 Schüsse aufs Tor. Ja, seine Pirouette, die er da noch gedreht hat, hat halt einfach zur zweiten Halbzeit gepasst. Das hätte auch super ins Auge gehen können. Ansonsten so 1, 2 Bälle waren auch wieder nicht ganz sauber. Ja, weiß ich nicht. Also, er hat sich jetzt nicht zu Schulden kommen lassen oder so, würde ich 'ne 3 sagen. Hernandez hätte von mir eine 2 gekriegt, aufgrund diesen Riesenbock, den er geschossen hat, ja, der zum Glück nicht zum Schuss aufs Tor, geschweige zum Tor geführt hat. Gebe ich ihm nur eine 3 minus, weil, ja, das kennen wir vom Opa, aber nicht vom Hernandez. Und da sieht man halt einfach, na gut, wir spielen jetzt alle 3 Tage, müssen jetzt erstmal den Rhythmus sehen. Die Konzentration war schon in Berlin schlecht, dass sie dann heute gegen Ende auch ein bisschen leidet, gar keine Frage. Aber da sieht man halt, dass wir nicht dieses Rumgenöle da hinten rum groß können. Wir können uns hinten schön befreien, wir können zügig rausspielen und nach vorne. Aber dieses hinten Rumgeeier, das können wir einfach nicht. Das sollten wir auch sein lassen. Das konnten wir noch nie. Ja, verstehe ich halt nicht. Pavard war bärenstark. Pavard würde ich eine 2 geben. Ganz, ganz souveränes Spiel. Wir haben Dreieraufbau gehabt. Gerade erste Halbzeit hat man ganz klar die Dreierkette gesehen. Deswegen kann man jetzt nicht eine Offensivleistung von Pavard bewerten, weil er einfach in der Dreierkette hinten war. Und Davies war halt als Außenspieler mehr da. Von daher kann man ihm jetzt defensiv da in der ersten Halbzeit auch nicht so viel ankreiden. Zweite Halbzeit war es dann viel, viel mehr Viererkette, weil wir halt einfach auch, wie gesagt, 25 Minuten einfach gar nicht mehr gefühlt am Spiel teilgenommen haben. Wir haben Inter machen lassen. Ja, das war mit Sicherheit nicht so gewollt, aber ich meine, Inter ist ja jetzt auch nicht so eine schlechte Mannschaft, auch wenn ich da jetzt nicht so die großen Stars auf dem Platz gesehen habe. Aber auswärts Champions League und so weiter, ne, da kannst du halt auch nicht jedes Spiel 90 Minuten dominant sein. Muss man auch mal ganz klar sagen. Und die Phase haben wir dann auch eigentlich ganz gut noch gemeistert. Ich fand die Phase danach viel, viel schlimmer. Also Pavane 2, De Ligt fand ich heute auch nicht so gut. Gerade erste Halbzeit viele, ja, auch so halbe Dinger, wo jetzt nichts draus passiert ist, aber so viele unkontrollierte Kopfbälle, viele Zweikämpfe nicht gewonnen. So, wenn so lange Bälle kamen, da sah er nicht gut aus. Da sahen Upa bisher sehr viel besser aus, was diese Zweikämpfe anbelangt. Da ist ja Dzeko auch ein abgewichster Hund, ja, wir kennen ihn ja alle. Aber das war nicht gut, ne, muss man mal sagen. Ansonsten hat er sich so keinen Fehler geleistet oder sowas. Also war jetzt nicht schlecht, aber es ist einfach, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. War jetzt nicht so, ja, nicht so präsent, wie es noch in Berlin war. Da fand ich ihn auf jeden Fall ein bisschen stärker. Er hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber ich denke, da ist auf jeden Fall auch noch Steigerungspotenzial. Will ich auch einen 3 minus sehen. Fonsi ist ganz schwer zu bewerten heute für mich. Fonsi hat wirklich ein paar gute Aktionen gehabt, offensiv wie defensiv, aber auch echt viel schlechte, ja. Also gerade die 20, 25 Minuten nach der Pause, wo Inter aufkam, ging alles über seine Seite. Gut, da hat er trotzdem noch ein, zwei Sachen weggearbeitet, aber sah auch 2, dreimal echt richtig schlecht aus, ja. Weiß ich nicht. Also ganz, ganz durchwachsen irgendwie. War jetzt nicht schlecht, war jetzt auch nicht mega gut. Offensiv, gerade erste Halbzeit, den Torschuss, den er da noch hatte. Ansonsten, ja, offensiv war wieder ein bisschen schwierig für ihn, war auch irgendwie so allein gelassen wie Coman auf der anderen Seite. Weiß ich nicht, schwer zu beurteilen. Ich würde ihn halt auch dann einfach bei einer 3 minus sehen. Also eine 3 oder eine gute 3 war mir da zu viel schlechte Aktion bei. Müller, ja, Müller war typischer Müller. Ich sehe ihn bei einer 3. Könnte da jetzt auch noch hier Gründe hoch und runter zählen, aber ja, war halt ein typischer Müller. Was mich ein bisschen geärgert hat, so, dass er so der Spieler war, der so, ja, nach den 2:0 die 5 Gänge nochmal nach hinten geschoben hat und das komplett rausgenommen hat aus dem Spiel. Also, sobald er am Ball war, der hat gar nicht mehr geguckt, wer sich vorne anbietet oder sowas. So Musiala hat da vorne mit dem Arm gewedelt. Gnabry hat sich auch immer wieder angeboten und ja, drauf geschissen, einfach den Ball wieder nach hinten und fand ich ein bisschen,
Wahrscheinlich war es eine taktische Anweisung oder wahrscheinlich, was weiß ich, Kräfte sparen, I don't know. Das hat mir nicht gut gefallen. Sabitzer sehe ich auch bei einer ganz klaren 2. Wie gesagt, war für mich der beste Mann heute bei uns auf dem Platz im Kader. Was der so zweite Bälle geholt hat und wie gesagt immer wieder auch unterstützt hat auf den Flügeln, dann gerade auch bei Fonsi oder auch mal beim Pavard. Und genau das hat uns dann gefehlt, wo er raus war. Ja. I don't know. Kann ich euch nicht sagen, verstehe ich. Ich habe ihn null verstanden, den Wechsel. Weil Kimmich war defensiv auch erste Halbzeit schon nicht so gut. Ja. Hatte auch viele Sachen verloren, viele komische Pässe auch gespielt. Klar hat er dann den super Pass gespielt zum 1:0. Wie gesagt, das kann er ja auch. Aber so defensiv war da auch Luft nach oben heute. Kingsley Coman ist für mich genauso schwer zu beurteilen wie so ein Fonsi. Obwohl man sagen muss, erste Halbzeit war King schlecht. Ja, gerade so die ersten 20, 25 Minuten hat er 4 Pässe gespielt. Die waren alles 4 Fehlpässe. Hat sich 2, 3 Mal dafür entschuldigt. Hat auch wieder keinen Zweikampf gewonnen. Danach wurde es ein bisschen besser. Aber so wirklich gut, weiß ich nicht. War es auch wieder nicht. Ja. Habe ich auch nicht ganz verstanden, die Aufstellung, bin ich auch ganz ehrlich. Er war gegen Berlin so schlecht in meinen Augen, da hätte man heute auch mal einen Gnabry von Anfang an aufstellen können. Ja, und dann hätte man immer noch vielleicht mal ein bisschen eher wie der 75. wechseln können. Aber auch nur meine Meinung. Wahrscheinlich ist das schon wieder Belastungssteuerung und ich denke, Gnabry wird das nächste Spiel auf jeden Fall anfangen in der Bundesliga und nicht Coman. Wahrscheinlich deswegen erst der späte Wechsel. Sané heute bärenstark. Ja, ich habe heute nicht viel zu meckern über den Sané. Eine ganz klare 2 für mich. Nicht nur wegen dem Tor und der zweiten Torbeteiligung. Auch so, er wollte immer wieder den Ball haben. Auch wo wir dann so schon in dem Schlafwagen-Modus waren. Immer wieder angeboten, stand immer wieder frei. Was ein bisschen negativ war, ja, dass er zwischendurch so ein bisschen bockig war, so ein bisschen den Levi gemacht hat, wenn er den Ball nicht gekriegt hat. Da sind so abgewunken und sowas. Aber hat sich danach aber auch gleich wieder angeboten. Ist jetzt nicht, dass er irgendwie bockig stehen geblieben ist und sowas. Und wenn man halt einen gewissen Ehrgeiz hat, darf man sich auch ärgern in so einer Situation. War bei Müsala übrigens in der zweiten Halbzeit oder in den paar Minuten, wo er auf dem Platz war, genau dasselbe. Wir haben halt ganz oft, was heute nicht so gut war, weil wir gerade da schon dabei sind. Was wir sonst wirklich gut machen, ist diese Flügelverlagerung. Das haben wir heute gar nicht gemacht. Oder so gut wie gar nicht. Ja. Das war ganz oft der Fall. Wir waren auf der einen Seite und gerade so ein Sané oder auch zweiter so ein Musala oder auch ein Mané war dann auf der anderen Seite komplett blank. Du hättest einfach schön, und der Weg war auch frei, du hättest einfach schön diagonal, du hättest noch nicht mehr zu hoch, du hättest den flach durchschießen können. Nee, haben wir nicht gerafft. Und wie gesagt, Müller gar nicht mehr zweite Halbzeit, der hat nur nach hinten geglotzt. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Da wäre heute eine Menge mehr gegangen. Da war eine Menge mehr Platz. Ja, aber wir waren heute auch nicht so, gerade zweite Halbzeit, gefühlt nicht mehr so spritzig, um zu sagen, ja, wir hätten Inter da richtig Probleme machen können. Was wir hätten heute machen können. Muss man ganz klar sagen. Sadio Mané war schwach. Ja, tut mir leid, aber ist für mich eine 4 heute. Ja, ein Stürmer wird an Chancen, an Toren gemessen. Das war heute nicht vorhanden. Muss man fairerweise sagen. Ja, klar, er ist wieder gerannt ohne Ende. Hat sich dann auch öfters mal fallen lassen und sowas. Hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Gerade die eine große Chance, die er da mit dem Fuß noch gehalten hat, der Goalie, aufs kurze Eck, das Dingen. Aber ansonsten war er heute auch nicht ganz so eingebunden ins Spiel. Lag aber auch meines Erachtens daran, dass wir wieder mit dem King ganz außen standen. Und nicht so das Kombinationsspiel durch die Mitte da war. Ja, also gut, obwohl das 2:0 gefallen ist, war King da mal in der Mitte. Das hat er ja schon ganz gut gemacht da mit dem Sané. Aber ansonsten haben wir heute wieder mehr versucht, so das Spiel bereit zu machen. Wie gesagt, ich hätte einen Mané auch mal gern auf dem Flügel gesehen. Man hätte auch mal einen Gnabry vorne reinstellen können oder einen Choupo oder sowas. Fände ich auch mal ganz interessant. Ja, mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Also ist jetzt nicht so, dass er nicht wollte oder nicht bemüht war, aber ja, das war heute nichts. Stanisic,
Ja, der als Letzter reinkam für, wenn wir Nachspielzeit dabei nehmen, 9 Minuten, war der auffälligste von allen Einwechselspielern. Können wir schon mal vorne wegnehmen. Hat mir gut gefallen, war gleich da, gleich reingehauen in die Zweikämpfe. Hat ja da sogar Innenverteidiger gespielt. Hat er meines Erachtens sehr gut gemacht. Goretzka, wie gesagt, super unauffällig. Ja, hat einmal da den freien Raum gehabt, wo er dann gegangen ist. Ja, aber auch nicht schlimm, weil er kommt aus einer Verletzung, er braucht Spielzeit. Völlig normal, gar keine Frage. Wie ich schon sagte, ich hätte mir mal gewünscht, dass man dann ihn für Kimmich gebracht hätte und man hätte hinten nicht die defensive Stabilität so verloren, wie wir es gehabt haben da. Das fand ich ein bisschen schade. Gnabry, ja. Gnabry kam in der 75. Ja, wo wir gefühlt schon gar nicht mehr über die Mittellinie spielen wollten. Musiala kam dann in der 84. Wo dann auch schon gar nichts mehr war. Er stand da die ganze Zeit, war hier mit der Hände am Wirbeln. Aber wir hatten halt einfach keinen Bock mehr, ja. Was ich verstehen kann, wie gesagt, wir spielen alle 3 Tage, Belastungssteuerung, Blasülz, es steht 2:0. Ja, dann versuche halt an der Uhr zu drehen oder Pimmel hintenrum, aber da muss das auch klappen, ja, und nicht so, wie wir es gespielt haben. Das war wirklich grausam anzugucken, die letzten 20 Minuten. Wir waren ja sogar noch zweimal vorne, das war ja auch okay. Aber wie wir da krampfhaft versucht haben, den Ball in der eigenen Reihe, in der eigenen Hälfte zu halten. Ei. Ja, dann kam noch Upa rein für die Licht. Ja, Upa hat es ganz gut gemacht, hat auch wieder so ein Ding drin gehabt direkt. Ei, weiß ich auch wieder nicht. Gut, dass ich hier nichts benoten muss hier bei Wechselspieler. Ja, wie gesagt, wir haben 2:0 gewonnen, gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit zumindest, zweite Halbzeit war schlecht von unserer Seite her. Muss man auch mal so klar sagen. Wir haben aber immer wieder Inter dann auch die Nadelstiche gesetzt und Inter war nicht auf Augenhöhe. Sind wir mal ehrlich. Die 20, 25 Minuten nach der Halbzeit weiß ich nicht. Denk mal, das war so ein bisschen beides. Wir haben Inter mal machen lassen und Inter hat es gemacht. Und nach dem Tor war gar nichts mehr von Inter. Ja, also klar, die haben immer noch versucht, nach vorn zu spielen und haben dank unserer komischen Rumgeeier auch da noch irgendwelche Halbchancen generiert oder halbe Szenen oder wie man das nennen mag. Aber ansonsten war das schon echt enttäuschend für ein Heimspiel, was Inter gezeigt hat. Mal ganz klar sagen. Und das lag heute nicht daran, dass wir so gut waren. Das waren wir nämlich nicht. Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Uns hat wieder so die klare Linie gefehlt. So der letzte Pass im letzten Drittel war nicht gut. Viele Chancen liegen lassen. Und gerade auch, wie ich ja vorhin schon sagte, so diese Spielverlagerung. Ja, wir haben es dann verlagert, aber dann mit 4 Pässen von einer Seite auf der andere, anstatt einfach mal einen Flankenwechsel zu machen. Und Diagonalball, das war heute gar nicht da. Und das hätte uns heute, glaube ich, richtig Räume gegeben. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir sind zufrieden oder müssen auch zufrieden sein. Wir haben mal nicht so viel Hurra-Fußball gespielt, haben dafür aber 2:0 gewonnen. Und das ist doch besser, als wenn wir gefühlt 111 Chancen haben wie gegen Gladbach und ein 1:1 spielen. Ne? Also von daher für mich persönlich alles gut. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man die Sachen ansprechen, die da waren. Und ganz ehrlich, ich fand unsere zweite Halbzeit, gerade die ersten 25 Minuten, schlecht. Ja? Und dann verstehe ich nicht, warum man so lange wartet, um was zu ändern. Ja? Ich meine, das hat lange, wo der Goretzka kam, wie gesagt, das hat nichts mit dem Leon zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass man Sabitzer rausgenommen hat. Ne, das ist das größte Lob für ihn. Da waren wir defensiv einfach nicht mehr, weil du nicht mehr den Spieler hattest, der versucht hat, die Lücken zuzulaufen. Ne, was er definitiv gemacht hat, erste Halbzeit. Oder die ersten 62 Minuten. Aber klar, auch da, nach der Halbzeit, war Inter besser, aber da kam Inter nicht zu den Chancen, ja. Oder zu diesen Halbchancen, die sie irgendwie hatten. Also waren wir einfach stabiler in der Defensive, wo der Sabitzer auf dem Platz war. Hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison, dass ich das mal so sagen werde, aber es ist halt so. Und ja, den Wechsel habe ich nicht verstanden. I don't know, weiß ich nicht. Weiß nicht, warum man den besten Spieler auf dem Feld dann nach 62 Minuten rausnehmen muss. Warum man da nicht einfach den Kimmich rausnimmt. Das ist ja keine Majestätsbeleidigung. Ja? Mein Gott. Hat er eh noch einen unter das Auge gekriegt vom eigenen Mitspieler. Also von daher,
War glaube ich, sogar der Sabitzer, oder? Keine Ahnung, vielleicht wollte er den Kimmich ausschalten. Keine Ahnung. Ja, aber so generell, ich meine, wir reden immer von Belastungssteuerung. Guckt euch unsere Bank an. Dann weiß ich nicht, warum man dann bis zur 75. und bis zur 84. warten muss, um dann Wechsel zu machen. Also, man kann doch nicht davon reden, wenn man in der 84. Minute 2 Spieler auswechselt, dass man dann von Belastungssteuerung redet. Ja, wo die Spieler konnten 9 Minuten weniger auf dem Platz stehen. Reißt es jetzt raus. Oder die Leute, die reinkommen, ja, die haben jetzt nochmal Spielpraxis gesammelt von 9 Minuten. Alter, wer wollen die mir denn erzählen? Also, das ist doch dumpfig, Alter. Weiß ich nicht. Ich denke, wir haben den Kader, das ist das ja. Hätten wir den Kader jetzt nicht so wie letztes Jahr, kann man das ja alles verstehen. Ja, aber wir haben die Granaten auf die Bank gesetzt und dann wechselt doch jetzt spätestens zur 60. aus. Ist doch alles gut. Ja, das war sowieso eine Phase, wo wir nicht gut waren. Hätte man doch mal die Offensive tauschen können zum Beispiel. Wo ist das Problem? Aber gut, nur meine Meinung. Leute, das soll es gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie gesagt, am Ende des Tages 2:0 gewonnen, super zufrieden. Ich kann auch noch mal eben gucken, wie das andere Spiel ausging. 5:1 hat Barca gewonnen gegen Pilsen. Ja, standesgemäß. Levi ein Dreierpack geschnürt. Ja, ich würde sagen, er ist auf jeden Fall in Barca angekommen. Ne? Werden interessante Spiele werden gegen Barca, bin ich mir sicher. Aber wir spielen jetzt, glaube ich, erst zweimal gegen Pilsen, wa? Ja, von daher können wir da schon alles klar machen. Wenn ich mir da so die Form angucke, denke ich, wird Barca auch zweimal Inter wegknallen. Und dann ist die Gruppe schon gelaufen eigentlich. Bin mal sehr gespannt. Aber wer weiß, vielleicht fängt sich Inter ja noch. Wow, ich sehe gerade ganz nebenbei, dass Neapel Liverpool 4:1 weggehauen hat. Das ist natürlich auch schon krass. Ja, und Leverkusen 1:0 gegen Brügge verloren haben. Deutschen Mannschaften, die kannst du einfach in die Tonne treten in der Champions League. Ich weiß gar nicht, wofür wir uns doch qualifizieren, Alter. Leipzig verliert zu Hause 1:4 gegen Donetsk, Alter. Und Leverkusen kriegt es dann immer 10 gegen Brügge zu gewinnen. Nichts gegen Brügge, aber wir reden von Brügge. Leute, das ist Champions League. Haben die alle keine Motivation oder was? Guck mal, und ich beschwere mich hier, dass wir mal 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ein bisschen den Gang rausgenommen haben und danach auch den Gang nochmal zweimal rausgenommen haben. Lächerlich, oder? Junge, Junge. Ich meine, dass Frankfurt verloren hat. Hab das Spiel ein bisschen gesehen gehabt. Ja, ist halt so. Ja? Ist halt so ein bisschen Unerfahrenheit oder wie man das nennen möchte. Natürlich ein bisschen schade. Aber gut, da kannst du nichts verlangen. Aber Leipzig und Leverkusen. Trauerspiel, Alter. Meldet euren Verein ab. Sag ich euch ganz ehrlich. Weiß ich nicht, wie die Deutschen immer. Weiß ich nicht. Ein Trauerspiel. Ist wirklich ein Trauerspiel. Deutsche Vereine in der Champions League. Mal abgesehen von Dortmund. Aber alles andere ist ein Trauerspiel. Meistens sind das dann irgendwelche Clubs, so wie jetzt Frankfurt, die es dann irgendwie mal rausreißen. Ja, aber gut, das sieht jetzt auch schlecht aus, wenn ich das so sehe. Aber gut. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich wünsche euch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ansonsten einen schönen Tag. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir sehen uns. Wir spielen Samstag 15:30 Uhr, ganz normal. Gegen Stuttgart. Bin sehr gespannt. Sollte ein Sieg werden, behaupte ich jetzt mal. Nehme ich mal aus dem Fenster. Ach nee, danach spielen wir erst gegen Barca. Komm, wir spielen gar nicht zweimal gegen Pilsen. Was haben die denn erzählt dann da? So heute für einen Scheiß. Wir spielen erst gegen Barca und dann zweimal gegen Pilsen. Eieiei. Na gut, das wird ein interessantes Spiel. Also da muss auf jeden Fall von unserer Seite definitiv eine Leistungssteigerung kommen. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche Dienstag. Freue ich mich. Wie auch. So, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, haut rein. Bis dann. Ciao.